Leica hat jetzt eine neue Kamera vorgestellt. Und zwar die SL3P. Für alle, die Leica vor allem wegen diesen Kameras kennen, der M-Serie oder der Q-Serie, Leica baut dort Leica SL seit 2015. Eines der spannendsten neuen Features ist der neue Sensor mit 44 Megapixel. Das ist ein bisschen weniger Gesamtanzahl zu der SL3. Die kommt mit 60 Megapixel, aber diese Kamera hier, die ist vor allem auf Geschwindigkeit ausgelegt. Bis 40 Bilder in Sekunden im Serienbildmodus. Bei den Megapixel aber trotzdem, wenn ihr mal mega viel Auflösung braucht, du hast ein Multishot-Feature und dann hast du bis 176 Megapixel. Natürlich darf sich dann das Bild nicht verändern. Zudem kann man den Sensor auch noch in einen 26 Megapixel Modus versetzen. Also es werden Pixel zusammengefasst und nicht einfach ein Ausschnitt vom Sensor genommen. Dann gehen wir weiter zu den Video-Features. Und zwar kann die Kamera bis zu 8K in 30 Frames Open Gate. Das ist das grosse Feature der Videografen im Moment. Zwischen Aufnahmen sind wir 16:9 von den Kameras. Der Sensor ist aber 3:2. Das heisst, es gibt einen recht grossen Bereich, der nicht aufgenommen wird. Die Kamera kann bis 8K in Open Gate aufnehmen und sie kann das auf eine externe SSD. Du bist also nicht zwangsläufig auf die CF Express Karten angewiesen. Sie hat einen CF Express und einen SD-Kartenslot, aber du kannst via USB-C-Anschluss jede genug schnelle SSD brauchen, um die Videos direkt drauf zu schreiben. Und zwar geht das nicht nur in 8K OpenGate, sondern auch in 5,8K ProRes. Du hast grundsätzlich die Möglichkeit, bis 6K in 60 Frames aufzunehmen oder 4K in 120 Frames. Zudem dürfen wir nicht vergessen, sie hat False Color. Das ist sicher nur für die so ein bisschen ambitionierteren Videografen das Thema. Zudem kann der Body selber Anamorphic Discrete. Mit der SL3P hast du bis 40 Bilder in der Sekunde, immer noch 12-Bit im elektronischen Verschluss. Bis 25 Bilder in der Sekunde hast du sogar 14-Bit RAW. Das sind sehr gute Werte, vor allem für Leute, die Rennsport machen, sonstige Sportfotografie. Die Kamera hat jetzt einen KI-gestützten Autofokus, wo gerade Menschen, Tiere und Autos kann unterscheiden und optimal kann tracken. Also generell würde ich die SL3P als perfekte Kamera für Sportfotografie einordnen, aber eben auch für alltägliche Fotografie, wo vielleicht auch mal etwas Video dabei ist. Als Videokamera ist sie mega eindrücklich mit den Videowerten, die sie mit sich bringt. IP54 zertifiziert, also Spritzwasser- und Staubgeschützt. Mit der kannst du eigentlich alles machen, was irgendwie vorhast.